Doro und Rainer Berauer sind mit allen Wassern gewaschen. Vorzugsweise mit Flusswasser aus der Isar, nennen sie sich doch schließlich auch die Isarschiffer. Allerdings ist damit jetzt nicht gemeint, dass sie freche Wildbiesler sind. Wobei frech sind sie schon. Aber Isarschiffer, das waren vor allem Flößer auf der Isar. Furchtlose Haudegen. Und nach denen haben sie sich eher benannt. Es gibt ein neues Album von den beiden. Wobei, die sind ja jetzt zu dritt. Aber auch darüber spreche ich gleich mit Ihnen. Oberwasser heißt es. Und bei dem Titel kann es sich doch eigentlich nur um eine sich selbst erfüllen sollende Prophezeiung handeln. Denn Oberwasser haben Künstler derzeit ja eher nicht. Viele sind ja gestrandet. Also warum nicht das Universum mit so einem Titel in die Knie zwingen wollen? An der Isar ist ein Titel auf diesem Album und darüber spreche ich gleich mit den Isarschiffern. Zuvor schauen wir aber mal rasch durchs Schlüsselloch, denn Doro und Rainer, die haben eine Webserie, die Isarschiffer privat. Da können wir einige Einblicke gewinnen in das Leben eines Kabarettistenduos. Und ich sag's gleich, wie es ist, der Rainer, der hat zuletzt ganz schlecht performt. Die Isarschiffer privat. Du musst jetzt wirklich sofort los. Hast du mein Futti? Da geh mal her. Der Müll. Randvoll. Hättest du den nicht ausleeren sollen? Und wie war die Performance im Bett gestern Abend? War die ambitioniert? Nein. Sie war gar nicht ambitioniert. Sie war auch nicht so, wie ich mir das vorstellte. Da habe ich schon ganz anderes erlebt. Und nach dem Duschen? Das war das Allerschlimmste. Im ganzen Haus hast du deine Pfützen verteilt. Es tut mir sehr leid, aber ich habe heute kein Futti für dich. Und jetzt nimmt er den Müll schon wieder nicht mit. Naja. Ich muss unbedingt ein bisschen größer sein, weil sonst sehe ich aus wie der Gnom neben dir. Ja. So, große Frauen. Jetzt ist besser. Ja. Hallo. Ich hab's vom Job her sehr nah an die Isar. Wenn Sonne scheint nach Feierabend, bin ich wie's gleich da. Am Flauchen und a Wingelborn, da lach mich auf die Storner Bronn, so klingt der Tag gut aus. Jeden Stress brennt's man aus. An der Isar, an der Isar. Doro, Rainer, an der Isar. Dass der Fluss von den Isarschiffern in einem Lied gewürdigt wird, das ist ja eigentlich schon eine Selbstverständlichkeit. Euch gibt es jetzt seit 7 Jahren. Warum erst jetzt ein eigener Song für und über die Isar? Also das Lied ist schon tatsächlich etwas älter. Das ist bestimmt schon 20 Jahre alt oder so. Das habe ich nur jetzt im Zuge des neuen Albums einfach produziert und habe es halt auch so konzipiert, wie wir es jetzt aufgenommen haben. Die Isar hat mich schon immer fasziniert. Ich bin schon als kleiner Bub irgendwie mit meinem Vater in die Publinger Au zum Bonn geradelt und so. Also das war schon immer irgendwie ein Schicksalsfluss. Man ist dort aufgewachsen irgendwo und hat einen geprägt. Genau. Ja eben, also die Isar muss euch ja eine ganze Menge bedeuten, wenn ihr euch schon nach diesem Fluss benennt und jetzt sogar der Isar einen eigenen Song gewidmet habt. Ja, also die Isarschiffer an sich, das ist ja auch ein Bild. Also viele denken da an Umweltverschmutzung und was weiß ich. Eigentlich habe ich immer im Kopf gehabt, diese wahnsinnigen Flößer, die es früher gegeben hat, das war wirklich ein knallharter Job. Das waren ja die eigentlichen Isarschiffer, die mit Flößen die Isar befahren haben. Die waren berühmt für ihren Wagemut und für ihre Ausdauer. Und das sind so Attribute. Irgendwie sehen wir uns so ein bisschen als so eine Art Flusspiraten oder so in der Art. Also, und wir haben zwar nur so ein kleines Gummiboot als Floß irgendwie, aber wir kommen auch fast überall hin. Gibt es denn irgendwelche Geschichten, die ihr unmittelbar mit der Isar verbindet, an die ihr euch immer gerne erinnert?
Ja, also ich wüsste da schon 2, 3, an die ich mich gerne erinnere, aber die waren vor deiner Zeit. Dann lieber nicht. Da erinnern wir uns jetzt lieber nicht. Vielleicht gibt es ja auch gemeinsame Geschichten von euch. Gemeinsame Geschichten, dass Ja, wir halt doch. da gebadet haben und wir Ja. haben auch schon mal eine Floßfahrt gemacht Oh auf ja, der Isar. das ist allerdings, das war eine Tortur, ich sag's dir. Das Da war hat der Veranstalter nicht hat wie gemeint, gedacht. er muss irgendwie ein bisschen sparen und hat nur ein Fass Bier mit draufgenommen und das war irgendwie nach einer Viertelstunde leer und das hat 35 Grad gehabt an dem Tag. eine und die Leute Floßfahrt sind ohne Bier. fast verdurstet, die haben geflucht und waren dermaßen mies drauf. Irgendwie, das waren, glaube ich, die längsten 4 Stunden unseres Lebens. Gell? An der Isar, in dem Kiesdorf, los sie soll schön sein, ja an der Isar, in dem Kiesdorf, los sie's für jeden Euwein. Das soll schön sein. In dem Text geht es ja auch ein bisschen darum, dass man an der Isar einfach Psycho. Ja. Ich gehe da noch einen Schritt weiter, dass man da sehr bei sich ist plötzlich. Wenn man da so sitzt und irgendwie bei sich ankommt und dem Fluss zuschaut und sich überlegt, ja, wo kommt er denn gerade her und wo geht's für ihn noch hin und welche Geschichten trägt er in sich? Das Wasser ist ja voller Geister irgendwie und auch voller Geschichten. Also wenn du an einem Fluss sitzt und der fließt an dir vorbei, da kannst du unheimlich runterfahren, da kannst du einfach den Herrgott einen guten Mann sein lassen und irgendwie einfach den Fluss als solches genießen. Und ich habe das extra irgendwie afrikanisch ein bisschen angelegt jetzt. Es gibt da im Lied, das kommt im Video leider in dem Kurz, das ist ja nur ein Preview sozusagen, wie man auf Neubayerisch sagt, also eine Vorschau auf das richtige Video. Aber da ist innen drin, gibt es ja so einen Begrüßungstext und das ist Mandinka tatsächlich. Also da heißt in den Fälle, das heißt so viel wie die Arbeit ist da, und sie ist gesegnet. So begrüßen die Mandinka sich, wenn sie übers Feld gehen. Quasi, du hast da Arbeit und sie ist gesegnet. Sumole, wie geht's dir? IBJ, es geht mir gut. Tanade, wie geht's der Familie? Und Tanade, auch kein Problem, sozusagen. Es ist so eine ganz klassische Mandinka Begrüßungsformel. Das habe ich mal gelernt, wie ich in Gambia war. Und was mir in Gambia unheimlich aufgefallen ist, und da ist dieses Lied auch ein bisschen angelehnt, die Mandinka, wenn die Lieder singen, die klingen wie bayerische Landler. Das war unglaublich. Ich habe also echt manchmal so, wenn ich die Melodien gehört habe, gedacht, das gibt's ja gar nicht. Das ist fast wie Landler. Und da habe ich mir gedacht, die Leute, die die Erde bearbeiten, also die Bauern, das Mandinka ist ein Bauernvolk, die Erde gibt dieselben Melodien her. Die hören dieselben Melodien, die interpretieren sie zwar anders, weil sie andere Charaktere haben, weil sie viel rhythmischer angelegt sind und so weiter vom Typus her, ja, wie jetzt die Bayern zum Beispiel, aber die Melodien sind irgendwie gar nicht so weit voneinander entfernt. Und so ist dieses Lied jetzt auch eigentlich, das war früher eher mal so ein bisschen bayerischer angehaucht noch und jetzt habe ich es halt eher afrikanisch ausproduziert und ja, irgendwie ist das auch so ein bisschen Integrationsgeschichte, weil eigentlich an der Isar ist so schön. Da ist für jeden schön sein, egal wo er herkommt, was er macht. Der Fluss, am Wasser ist wurscht, wo du herkommst. Ja, und ich glaube also, dass wenn du ins Wasser hineinschaust, das Wasser nimmt alle Probleme von dir weg. In dem Moment, wo du hineinschaust, entspannt man sich und man hat das Gefühl, dass die ganzen Sorgen vom Wasser aufgesaugt werden und wegspülen. Ja. Also es ist auch in den Bergen so oder im Wald, also immer wo große Natur ist, kann sich der Mensch dort irgendwie gut lösen von seinen Problemen. Sich entspannen einfach auch am Wasser und seine Sorgen loswerden. Ja. Nur dadurch, dass er drauf schaut. Jetzt bin ich schon wieder kleiner. Ich habe übrigens genauer hingeschaut und gesehen in dem Video, ihr seid zu dritt. Normalerweise seid ihr doch ein Duo. Was ist da los? Ja, da ist tatsächlich was los. Wir haben uns verstärkt mit dem Christoph Maria Seidel. Das ist ein Musiker,
der eigentlich eher so ein bisschen aus der Allgäuer Richtung kommt, nicht ganz. Er ist so genau zwischen Oberbayern und Allgäu an der Grenze angesiedelt, Richtung Fürstenfeldbruck raus da, ein bisschen dahinter. Und das ist ein sehr erfahrener Musiker, der ist Chorleiter, der hat sogar Musikwissenschaften studiert und so, spielt alle möglichen Instrumente und das haben wir sehr großes Glück, dass der uns jetzt verstärkt und den werden wir in Zukunft live dann auch mitnehmen auf unsere Konzerte. Mhm. An der Isar ist die 10. und letzte Nummer auf eurem neuen Album Oberwasser. Ja, genau. Warum das gerade jetzt rauskommt, in einer Zeit, in der man neue Musik nicht live auf der Bühne präsentieren kann, klärt sich bei Titel Nummer 2. Der heißt nämlich Wir sind alt und brauchen das Geld. Ja, genau, so ist es. Ist so tatsächlich. Aber das, an der Isar haben wir als letztes gewählt, auch weil das so einen schönen versöhnlichen Abgang hat mit diesem Flatsch ins Wasser. Dass man halt am nicht, Schluss nicht mit einer Stressnummer praktisch rausgeht, sondern das Eintauchen dass man in die entspannt Isar. nochmal. Ja. Aber Rainer, bei dem neuen Album, da ist schon der Sounddesigner in dir durchgegangen, gell? Und zwar ordentlich. Ja, absolut. Ich habe halt mich echt mal richtig reingefressen in mein Studio hier und habe, wie hast du gesagt, die Kellerassel gegeben. Genau. Für mindestens 3 Monate fast. War im Keller war ich echt am Programmieren wie ein Wahnsinniger. Ich habe ihm die Suppe dann an den PC gebracht. Habe eigentlich alles, genau, habe eigentlich alles so gemacht, wie ich mir das immer vorgestellt hatte. Und es ist ja oft so, wenn du mit Musikern arbeitest oder auch mit Studiomusikern, dann entweder schreibst du ihnen Noten und schreibst ihnen alles auf, aber das ist eigentlich nicht so meins. Noten grundsätzlich, ich bin ja eher so ein emotionaler Mensch, ich arbeite mehr aus dem Bauch raus und dementsprechend war das immer irgendwie so, dass auch wenn Musiker sich selber einbringen, dass es dann irgendwie anders wird. Das ist dann schon okay und ist oft einmal auch magisch und schön. Aber das genauso wird, wie ich es mir vorstelle, das war eigentlich noch nie so richtig. Und bei dem Album habe ich eigentlich das Gefühl, dass es mir 10-mal gelungen ist, wirklich genau meinen Style oder meine Vorstellungen, wie dieses Lied interpretiert oder gespielt gehört, irgendwie da unterzubringen. Und da bin ich sehr, sehr happy, dass das so passiert ist. Ja, wenn diese Zeit doch irgendetwas Gutes an sich hat, dann doch das, dass du jetzt genügend Zeit eben für so ein Album hattest. Das hat mir ehrlicherweise tatsächlich Corona auch ermöglicht, weil wir waren so im Auftrittsstress die ganze Zeit, wenn du 2-3 Mal in der Woche Auftritte hast, da machst du sowas nicht nebenbei. Da musst du wirklich dich fokussieren, auch über einen längeren Zeitraum. Und das konnte ich nur dank diesem Fluch, den wir da gerade alle ausgesetzt sind. Ja. Das ist auf jeden Dann Fall. warten wir nach diesem Fluch auf den Segen, dass wir das alles nämlich auch mal live hören können. Ja, alles Gute bis dahin mit dem neuen Album, mit dem neuen Bandmitglied und auf was ihr sonst noch so alles kommt und hoffentlich bald auch tatsächlich wieder Oberwasser habt. Danke dir. Und schön, ist immer wieder schön bei dir. Du bist echt ein ganz spezieller Moderator, finde ich. Ja, echt. Dankeschön. Du machst dir so schön deine Gedanken. Das ist klasse. Ja.